Burgen und Schlösser der Oberpfalz. Von und mit Matthias Helzel, alias der Burgenmeister. Die Oberpfalz, Burgen- und Schlösserland. Auf dem heutigen Gebiet der Oberpfalz, das etwa 9000 Quadratkilometer umfasst, lassen sich bis zu 900 Burgen und Schlösser nachweisen. Einen kurzen Überblick verschafft die nebenstehende Karte mit 225 Burgen und Schlössern. Die Burgruine Stein am Wasser im Oberpfälzer Jura, die Burg mit 2 Namen. Ortschaft und Burgruine Stein am Wasser vom Süden sowie Wappen der ehemaligen Besitzer. Die Lage von Stein am Wasser. Die Burgruine Stein am Wasser befindet sich im Oberpfälzer Jura und ist heute ein Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz. Diese Region ist geprägt von den Ausläufern des fränkischen Jura mit seinen bizarren Felsformationen. In Stein am Wasser treffen sich die Bäche Goldbrunnenbach und Ortlesbach und bilden den Flembach. Entlang seines etwa 10 Kilometer langen Verlaufs finden sich zahlreiche historische Stätten. 5 Burgen, ein Hammerschloss, eine Abschnittsbefestigung, 3 Hammergüter und das Kloster Michelfeld. Eine eindrucksvolle Konzentration historischer Bauwerke auf engem Raum. Die folgenden Karten zeigen auf, wo man die kleine Ortschaft Stein am Wasser mit seinen bizarren Felsformationen und der Burgruine finden kann. Der Name Stein am Wasser beschreibt die geografische Lage der Burgruine. Tatsächlich ist der Burgfelsen durch die umgebenden Bachläufe wie ein Stein am Wasser positioniert. Der frühere Name Steinige Wasser verweist auf die zahlreichen Felsen entlang der Wasserläufe. Namensforscher interpretieren den Wortstamm Stein als Hinweis auf eine Burg, was jedoch bislang nicht eindeutig belegt ist. Die Verläufe von Goldbrunnenbach und Ortlesbach in Stein am Wasser, wo sie zusammen den Flembach bilden. Hier einige der bizarren Felsformationen in Stein am Wasser. Der Goldbrunnenbach, der Ortlesbach, heute leider etwas einbetoniert. Interessante Besitzverhältnisse der Sehenswürdigkeiten in Stein am Wasser. In Stein am Wasser gibt es 2 Gasthäuser mit dazugehörigen Sehenswürdigkeiten, die eng mit der Geschichte des Ortes verbunden sind. Das Gasthaus zur Frischen Quelle besitzt die sogenannte Höhle ohne Namen, eine natürliche Attraktion in der Umgebung. Das Gasthaus zum Mittler, dessen Geschichte bis ins frühe 18. Jahrhundert zurückreicht, ist Eigentümer der Burgruine Stein am Wasser. Beide Gasthäuser dienen nicht nur als Gastbetriebe, Pensionen, sondern bewahren und pflegen jeweils ein Stück regionales Erbe und bewahren so die historischen und geologischen Besonderheiten des Ortes. Hier nun ein Blick auf die beiden Wirtshäuser von Stein am Wasser. Geschichtliches. Historische Bedeutung und Entwicklung. Im Jahr 1007, mit der Gründung des Bistums Bamberg, fielen große Teile des Nordgaus entweder direkt an das neue Bistum oder wurden ihm in den folgenden Jahren durch Schenkungen und Erwerbungen übertragen. Es ist anzunehmen, dass auch Besitzungen in Stein am Wasser in diese Entwicklungen einbezogen waren, wenngleich die genauen Anfänge der dortigen Burg Steinige Wasser historisch nicht eindeutig belegt sind. Die erste urkundliche Erwähnung von Stein am Wasser stammt aus den Jahren 1108 oder 1109. Zu dieser Zeit wurde der Ort als Steinige Wasser Exporte bezeichnet. Bischof Otto II. Von Bamberg schenkte einen Teil des Gebietes an die Stiftsherren von St. Jakob in Bamberg. 10 Jahre später, im Jahr 1119, übertrug derselbe Bischof einen weiteren Teil des Ortes an das neu gegründete Kloster Michelfeld. Diese Schenkungen zeigen die enge Bindung der Region an das Bistum Bamberg und markieren die frühe Einbindung Stein am Wassers in das kirchliche Herrschaftsgebiet. Die erste urkundliche Erwähnung eines Adligen aus Stein am Wasser erfolgt 1144 mit dem Auftreten von Syboto von Steinige Wasser, vermutlich ein Ministeriale der Grafen von Sulzbach.
Er ist als Zeuge in einer Urkunde des Bamberger Bischofs Egilbert vermerkt. Weitere Ministeriale der Sulzbacher Grafen in dieser Urkunde sind Siboto von Thurndorf und dessen Söhne Siboto und Luitpold, welche ebenfalls als Zeugen in dieser Urkunde auftreten. Die Häufung desselben Vornamens legt nahe, dass zwischen den Herren von Stein am Wasser und den Herren von Thurndorf eine verwandtschaftliche Verbindung bestand. Im Jahr 1179 taucht ein weiterer Vertreter, Siboto von Stein am Wasser, als Zeuge bei einer Stiftung zugunsten des Klosters Michelfeld auf. Diese Erwähnungen der Herren von Stein am Wasser weisen darauf hin, dass die Burg in Stein am Wasser vermutlich bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts errichtet wurde. Im Jahr 1295 wird die Feste Steinige Wasser erstmals urkundlich erwähnt. In dieser Zeit verpfändete Bischof Arnold von Bamberg die Burg, den Zoll zu Auerbach und weitere Güter an die Landgräfin Jutta von Leuchtenberg, geborene von Schlüsselberg, sowie ihren Sohn Ulrich. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts erscheint Fritz Stör von Störnstein als Lehensträger der Leuchtenberger für die Burg Stein am Wasser. Hier die Wappen der Landgrafen von Leuchtenberg und der Herren Stör von Störnstein. Zerstörung und Wiederaufbau. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts gelangte Stein am Wasser erneut in den Besitz des Bistums Bamberg und wurde an Johann Streber vergeben. In dieser Zeit wird die Burg als Burgstall bezeichnet, was auf eine Zerstörung im Konflikt zwischen den bayerischen Pfalzgrafen und König Wenzel hindeutet. Im Jahr 1407 erhielt Elisabeth Streberin, Bürgerin in Nürnberg und Witwe des Johann Streber, die Genehmigung, die Burg Steinige Wasser neu zu bauen, allerdings so ausschließlich ohne Mauerwerk. Vermutlich wurde die Anlage somit in Holz- und Fachwerkweise wieder aufgebaut, wobei unklar bleibt, ob diese Bauweise tatsächlich ausgeführt wurde. Im Jahr 1422 wird belegt, dass die Burg Stein am Wasser in 2 Hälften aufgeteilt und verliehen war. Eine Hälfte gehörte Hans Streber, die andere Hans Nankenreuter. Bemerkenswert ist, dass die Burg nun als Strebenstein nach dem Burgherrn Hans Streber bezeichnet wird, was auch in den späteren Erwähnungen so bleibt. In den Jahren 1430 und 1438 ging die Nankenreuter Hälfte an Friedrich von Künzberg über, der 1441 auch die Streber Hälfte erwarb. Diesen Verleihungen und beim Verkauf des Streberanteils ist wiederum die Rede vom Burgstall Strebenstein, was auf eine Zerstörung der Burg im Zuge der Hussitenkriege hindeutet. Hier das Wappen der Streber, genannt von Strebenstein, und der Herren von Nankenreuth. Im Jahr 1446 wird die Anlage als Schloss Strebenstein bezeichnet, was auf einen Wiederaufbau der Burg hinweist. Auffällig ist, dass die Familie Nankenreuter wieder auf Strebenstein ansässig ist und die Burg nun in Viertel, teilweise sogar in Achtel aufgeteilt wurde, was auf eine ungewöhnliche Verteilung der Besitzrechte schließen lässt. Spätestens ab 1506 wird die Anlage erneut als Burgstall Strebenstein bezeichnet und ab 1525 endet die Verleihung an die Familie von Künzberg. Vieles deutet darauf hin, dass die Burg während des Fürstenkrieges von 1460 bis 1462 zumindest teilweise zerstört wurde, denn der Nankenreuter Teil der Burg verblieb weiterhin bei dieser Familie. Letzte Erwähnungen und Verfall. Im Jahr 1636 wird die Hälfte des Nankenreuter Besitzes am Schloss Strebenstein mitsamt Zubehör, darunter Güter, Höfe im Ort Stein am Wasser sowie weitere Rechte, an Dr. Georg Einwag aus Zeil am Main verliehen, der als berüchtigter Hexenrichter bekannt war. 1644 ging das Lehen an seinen Sohn Hans Sebastian Einwag über. Da nach dieser Verleihungen keine weiteren Einträge zur Burg mehr existieren, ist davon auszugehen, dass die Burg im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges zerstört wurde und damit ihr Ende fand. Auch das Bistum Bamberg schien nach dem Dreißigjährigen Krieg kein Interesse mehr an seinen Besitztümern in Stein am Wasser zu haben und verkaufte diese nach und nach an Privatpersonen. 1711 erwarb die Familie Götz die Burgruine und gründete unterhalb der Burg das Gasthaus zum Mittler. Die Burgruine befindet sich bis heute im Besitz der Familie Götz. Die Hammerwerke von Stein am Wasser. Erwähnenswert sind auch die 2 Hammerwerke in Stein am Wasser.
Eines der Hammerwerke, das am Ortlesbach gelegen war, gehörte bis 1430 zur Burg und wechselte anschließend mehrfach den Besitzer. Beide Hammerwerke galten spätestens nach dem Dreißigjährigen Krieg als stillgelegt und wurden daraufhin zu Mühlen umfunktioniert. Von diesen Mühlen ist heute nur noch die Farbmühle erhalten. Ein Blick in das Urkataster verrät uns, wo diese ehemaligen Hammerwerke gelegen waren. Baugeschichte. Die Burg Stein am Wasser, deren Ruine heute auf einem rund 20 Meter hohen Dolomitfelsen liegt, erstreckte sich auf einer ca. 30 mal 10 Meter großen Fläche, wobei der Felsen auf fast allen Seiten steil abfällt. Der Zugang zur Burganlage ist von besonderem Interesse. Er begann im Vorhof, auch Bauhof genannt, in der nordöstlichen Ecke und führte zwischen dem Burgfelsen und einem weiteren Felsen im Osten hindurch. Nachdem der Weg die Hochfläche erreichte, vollzog er eine Kehre und führte zum vorgelagerten Felsen. Ein Foto aus der Zeit um 1910. Zu sehen ist die Ringmauer mit den sorgfältig gearbeiteten und gesetzten Quadern, sowie der Vorhof mit links dem Bauernhaus und rechts in der Ecke beginnt der Aufgang zur Burg. Hier nun ein Foto von Südwesten im heutigen Zustand. Auf dem Grundriss links der Vorhof, der ehemalige Bauhof zur Burg, wie er im Urkataster eingetragen ist. Die Gebäude sind heute nahezu alle verschwunden. Im rechten Grundriss ist der Aufgang zur Burg markiert, wie er hinaufführte. Vermutlich war zu diesem Vorfelsen eine Brücke installiert. Von dort aus spannte sich eine weitere Brücke, wohl als Zugbrücke ausgeführt, zum Torbau der Burg. Eine direkte Vorburg ist weder bekannt noch erkennbar. Wahrscheinlich befand sich der Bauhof oder Wirtschaftshof im Bereich des heutigen Gasthauses zum Mittler, eine Vermutung, die auch durch das historische Urkataster gestützt wird. Auf den folgenden Grundrissen nun links die Zugbrücke und rechts der Torbau, der in die Burg führte. Der Blick ins Urkataster zeigt uns den Vorhof mit den heute nicht mehr so existenten Gebäuden und rechts oben in der oberen Ecke die Mauer mit dem Zugang, wo der Aufgang zur Burg begann. Da der Platz auf dem Felsen begrenzt war, kann man davon ausgehen, dass die Burg nur wenige Gebäude umfasste. Neben dem Rest der Ringmauer, die aus sorgfältig behauenen Quadern besteht, sind oberirdisch keine weiteren Mauern erkennbar. Da bislang keine umfassende Erforschung der Anlage erfolgte, lässt sich das ursprüngliche Erscheinungsbild der Burg nur aus alten Ansichten und sichtbaren Spuren rekonstruieren. Stein am Wasser auf einer Karte des Amtes Auerbach aus der Zeit um 1581 von Zacharias Heidenreich. Zu erkennen ist links der Wohnturm bzw. Wohnbau, rechts anschließend der Torbau, darunter ein Haus, was wahrscheinlich zum Vorhof gehörte. Eine weitere Ansicht von Stein am Wasser. Wir sehen im Prinzip in der Mitte den Wohnturm wieder, darunter die Wehrmauer, wahrscheinlich die Richtung Osten, auf einer Karte des Amtes Auerbach von Markus Stich um 1595. Interessant ist, dass die Burg hier Störnstein genannt wird, nicht Strebenstein. Neben der Ringmauer sind folgende Elemente festzustellen: ein turmartiger Wohnbau im Westen, eine verstärkte Wehrmauer im Norden sowie ein Hofbereich im Süden mit einer dünneren Mauer, die an die Ringmauer angrenzt, und der Torbau in der nordöstlichen Ecke. Weitere Bauten lassen sich bis heute nicht identifizieren. Karten und Ansichten aus dem 16. Jahrhundert bestätigen diesen baulichen Zustand. Auf den beiden Grundrissen eingezeichnet einmal die Wehrmauer Richtung Osten, die Hofmauer, die quasi den Bereich zur Ringmauer abtrennt, und natürlich die Ringmauer, die heute noch einigermaßen erhalten ist. Auf dem rechten Grundriss der turmartige Wohnbau. Hier ein Beispiel, wie so ein Wohnbau aussehen könnte, von der Burg Gallenreuth in der Fränkischen Schweiz. Auf dem folgenden Foto aus Richtung Nordwesten die Ringmauer, sehr gut zu erkennen und noch sehr gut erhalten. In der Mitte wäre die Hofmauer, rechts wäre der Rest des Torbaus und links abgedeckt etwas, um es vor weiterem Verfall zu schützen, die Reste des Wohnbaus. Dieses Foto zeigt den Bereich des Wohnbaus, darunter die angrenzende Ringmauer.
Hier nochmal im Detail die sorgfältig gearbeitete Ringmauer mit sehr guten Quadern. Dieses Bild zeigt nun den Zugangsbereich zur Burg. In der Bildmitte den schluchtartigen Graben, könnte man sagen. Darüber war eine Zugbrücke gespannt, rechts der Vorfelsen, auf dem sie auflag, und links der Torbau mit der angrenzenden Ringmauer. Hier nochmal ein Gesamtblick auf die Anlage, im Vordergrund wieder die Ringmauer. Fazit: Die verhältnismäßig kleine Burgruine Stein am Wasser, auch Strebenstein genannt, stellt urkundlich eine interessante Anlage dar, die eine detaillierte Erforschung, Sicherung und touristische Erschließung verdienen würde. Ein solches Projekt könnte mit der Unterstützung eines Sponsors realisiert werden. Das war mein Video zur Burgruine Stein am Wasser aus der Reihe Burgen und Schlösser der Oberpfalz. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel, alias der Burgenmeister.